Herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Tieracheren. Wir haben heute folgende Themen für euch parat. Eine Partnerschaft, die ihresgleichen sucht. Swisskey und Amag Audi. In Oberwil ist Geschichte geschrieben worden, mit einem Baugesuch. 55 Jahre ist es her, dass die Sponsoring-Partnerschaft zwischen Swisskey und Audi Amag ihren Anfang hat genommen. Jetzt haben sie beschlossen, dass die Partnerschaft noch mindestens 4 weitere Jahre dauern soll. Der Manuel Moser war für euch vor Ort. Ja, Sie haben vorhin erzählt, Sie waren bei den Anfängen dabei von dieser Partnerschaft. Vielleicht können Sie mir sagen, wie wichtig ist so eine langjährige Partnerschaft auch für den Sport? Wenn man so verantwortlich ist für einen Verband, wie für einen Skiverband, den ich damals war, dann ist es wichtig, dass es nicht nur kurzfristige Zusammenarbeiten gibt, sondern dass man langfristig planen kann, dass man weiss, mit wem man zu tun hat. Und dass man gleich einmal wieder neue Möglichkeiten sieht, wo man eigentlich die Zusammenarbeit noch besser verankern und vor allem zu neuen Ideen aufbrechen. Gehen Sie mit dem Auto in die Skiferien oder gehen Sie mit dem ÖV? Und vielleicht ein Vorteil oder Nachteil von beiden? Ja, ich bin im Winter in Kandersteg und 5 Minuten von der Gondelbahn zum Möschenensee. Also ich gehe natürlich, wenn irgendwie möglich, kann ich zu Fuß und kann bis zu meinem Haus herfahren. Wenn ich zu meiner Tochter gehe, nach Gran Montana, wo dort ein Restaurant hat, dann gehe ich mit dem Zug, wenn es geht. Oder ich bin auch schon mit dem Zug nach Zermatt. Von Kandersteg ist das möglich. Also, man muss auch immer Vernunft sprechen. Wenn man einen Tag lang Zeit hat, braucht man halt manchmal das Auto. Wenn man aber länger gehen kann, dann kann man so mit dem Zug machen. Auf welches Rennen freuen Sie sich am meisten? Ich bin Berner Oberländer, also der Höhepunkt ist halt immer das Flubberhornrennen und Adelboden. Das ist ganz klar. Das ist so ein bisschen mit Kitzbühel zusammen der Höhepunkt auch vom Winter. Die erste Solaranlage im alpinen Gebiet soll in Oberwil entstehen. Die Morgeten Solar AG schreibt die Geschichte und reicht das erste Baugesuch ein. Die Anina Häusli war für euch vor Ort. Ihr seid die Ersten, die das Projekt für eine alpine Solaranlage eingereicht haben. Wie hat das Ganze angefangen? Also aus einer Notlage heraus, weil uns letzten Sommer nach 26 Jahren Betriebszeit das Wasser ist ausgegangen für das Kleinkraftwerk, das wir oben haben, und die Wasserversorgung. Und dann hat sich zu diesem Zeitpunkt die Diskussion abgebahnt im Parlament über die alpine Solaranlage. Wir haben das Gefühl gehabt, das wäre eine Möglichkeit, unsere Kleinkraftanlage mit dem Netz zu koppeln und zugleich Strom für Inlandgebrauch zu produzieren mit nachhaltiger Energie. Was ist so der weitere Zeitplan des Projekts? Es gibt natürlich Best Case, Worst Case. Worst Case reden wir gar nicht drüber. Best Case ist, dass die rechtskräftige Baubewilligung im April vorliegt. Dann können wir im Mai schon anfangen zu bauen. Dann würden wir die 2 Sommersaison 24 und 25 bauen und wären dann eigentlich im Oktober 25 schon komplett fertig. Einspeisen können wir dann aber erst die 10%, die wir einspeisen nach Energiegesetz. Und wir speisen das ja in den BKW-Netz in der unteren Gantrischhütte ein. Und die BKW muss dann zuerst noch eine Netzverstärkung machen von der Gantrischhütte in die Unterstation Wattenwil. Und das braucht dann halt noch mehr als 2 Jahre. Das kann dann gut mindestens bis ins 28 gehen. Das heisst, wir werden dann halt 3 Jahre, schlimmstenfalls mehr, nur die 10% können einspeisen. Und das ist eigentlich der gröbste Bock, den wir überhaupt haben. Sonst läuft alles sehr gut. Die grösste Herausforderung ist, sie sind eine nach der anderen gekommen. Also, es sind sehr viele Probleme auftaucht, die man dann nach Lösungen suchen musste. Es ist aber halt sehr schnell gegangen jetzt in unserem Fall. Und das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen, dass es ein typisches Bottom-up-Projekt war, das von der lokal ist entwickelt wurde und sehr guten Rückhalt hatte, schon sehr schnell in der Kooperation auch hier in der umliegenden Gemeinde. Also wir schon am 11. September letztes Jahr hat die Kooperation Morgeten zum Projekt Ja gesagt. Und das hat dann den ganzen Planungsprozess enorm erleichtert. Was denkt ihr, was wird die nächste grosse Herausforderung sein? Also die rechnen damit, dass es möglicherweise eine Einsprache gibt, wobei ich davon ausgehe, nach Einsicht in den Umweltbericht, den ich jetzt hatte,
dass die juristische Einsprache ziemlich chancenlos sind. Und wenn das Projekt zur Einsprache würde verunmöglicht werden, könnte ich mir nicht vorstellen, dass überhaupt es realisiert werden kann. Das war es schon wieder mit unserem Blick auf den Tag und dem heutigen Panorama. Zu allen Themen findet ihr die ausführlichen Artikel auf unserer Webseite und im App. Jetzt seht ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern vom Donnerstag, 26. Oktober. Es freut mich, sind Sie heute wieder dabei. Ja, weite Teile von Europa liegen im Einflussbereich von einer riesigen Tiefdruckzone mit Zentrum über dem Nordatlantik. Sie erstreckt sich bis zum Schwarzen Meer. Eingebettet in eine straffe Südwest- bis Westströmung erreichen immer neue Störungen den Alpenräumen. Nach einer verbreitet trüben und nassen Nacht mit einem stark auffrischenden Südwest- bis Westwind und einer Schneefallgrenze knapp unter 2000 Meter starten wir in einen Freitag wechselnd bewölkt mit ein bisschen Sonne und besonders am Morgen auch mit Regengüssen. In Bern gibt es dazu um die 10 Grad. Im Laufe des Nachmittags stellt sich dann recht sonniges Wetter ein. Es gibt nur noch höchstens lokal einen Regengutsch und mit einem mäßigen bis starken Südwest- bis Westwind mit Böen von rund 50 km in der Stunde erreichen Temperaturen um die 15 bis 16 Grad. Im Oberland da bläst zum Teil ein stürmischer Westwind und 0 Grad Grenze, die steigt auf rund 2300 Meter. Ja, das Wochenende zeigt sich oft recht sonnig und meist trocken. Besonders am Samstag haben wir einen Südwestwind und Richtung Oberland da bläst am Sonntag der Föhn. Am Nachmittag ist zum Teil ein Vorstoßen vom Föhn bis ins angrenzende Flachland möglich und mit Föhn kann es über 20 Grad warm werden. Die neue Woche startet mit einem föhnigen Mix aus Sonne und Wolken. In den Föhntälern sind 20 Grad und teils mehr möglich. Und in der Nacht auf den Dienstag wird es mit einer Kaltfront oft nass. Entsprechend starten wir in den Dienstag zuerst mit ein paar kräftigen Regen. Schneeflocken tanzen uns ab rund 1700 bis 1800 Meter entgegen. Und der November startet nach aktuellem Modell veränderlich und nass. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.